Hallo und herzlich willkommen. Also, heute tauchen wir mal ein in eine Szene, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal gehört hat, die Taufe Jesu. Aber wisst ihr, das ist so viel mehr als nur ein Ritual am Fluss. Das hier ist der echte Startschuss für eine Mission, die, und das ist nicht übertrieben, die Welt für immer verändern sollte. Und das wirft sofort eine ziemlich knifflige Frage auf, eine, die übrigens schon Johannes den Täufer total aus dem Konzept gebracht hat. Stellt euch das mal vor. Warum stellt sich der sündlose König in die Schlange der Schuldigen? Was passiert da wirklich am Jordan? Lasst uns das mal aufdröseln. Okay, um das zu verstehen, springen wir direkt an den Anfang dieser ganzen Begegnung. Denn was da passiert, stellt wirklich alle Erwartungen komplett auf den Kopf. Also das Setting ist klar. Jesus kommt von Galiläa an den Jordan. Und er kommt nicht zufällig vorbei. Nein, er hat ein klares Ziel. Er will von Johannes getauft werden. Er reiht sich ganz bewusst ein, unter all die Menschen, die ihre Sünden bekennen und umkehren wollen. Und die Reaktion von Johannes? Die ist einfach genial. Der Mann hat die Theologie dahinter sofort kapiert. Sein Einwand zeigt ganz klar, hier geht's nicht darum, dass Jesus mal eben zum Glauben findet oder so. Er sagt im Prinzip, hey, Moment mal, das geht doch nicht. Die Rollen sind hier komplett vertauscht. Ich müsste doch von dir getauft werden, nicht umgekehrt. Und Jesu Antwort darauf? Die ist der erste von 3 Schlüsseln, die wir brauchen, um das alles zu verstehen. Es geht um etwas ganz Tiefes, um Identifikation. Jesus sagt jetzt nicht, nein, du liegst falsch, sondern er sagt ganz ruhig, lass es jetzt einfach mal geschehen. Und seine Begründung, die ist der absolute Kern der Sache, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber was heißt das denn jetzt genau, alle Gerechtigkeit erfüllen? Okay, super wichtiger Punkt hier. Das hat nichts mit einem persönlichen moralischen Fehler zu tun, den Jesus korrigieren müsste. Gar nicht. Es geht darum, den göttlichen Willen, den Plan des Vaters komplett und gehorsam auszuführen. Jesus betritt hier ganz bewusst den Pfad, den Gott für ihn vorbereitet hat. Man kann sagen, seine Taufe ist wirklich der erste, ganz bewusste Schritt in Richtung Kreuz. Der eine ohne Sünde steht bei denen, die Sünde haben. Er stellt sich an ihre Seite, wird eins mit ihnen, genau an dem Punkt, wo wir Menschen scheitern. Das ist ein unglaubliches Bild, oder? Der Retter rettet nicht aus sicherer, steriler Entfernung, nein, er kommt ganz nah ran. Er steigt wirklich hinab, mitten rein in unsere Realität. Aber das ist erst die eine Seite der Medaille. Während der Sohn sich hier unten mit uns Menschen identifiziert, passiert von oben etwas, das mindestens genauso wichtig ist. Es geht um seine wahre Identität, die jetzt bestätigt wird. Stellt euch das vor, genau in diesem Moment der absoluten Demut reißt der Himmel auf. Und das ist keine leise, private Botschaft, nein, das ist eine öffentliche Proklamation vom Vater selbst, so dass es jeder hören kann. Und diese paar Worte, die sind so vollgepackt mit Bedeutung. Lasst uns das mal kurz anschauen. Mein Sohn, das ist ein klarer Hinweis auf seine königliche Autorität als Messias. Geliebter, das macht deutlich, die Grundlage für alles ist Liebe, nicht Leistung. Und an dem ich Wohlgefallen habe, das ist die 100%ige göttliche Zustimmung zu seinem Weg. Und das alles, bevor er auch nur ein einziges Wunder gewirkt hat. Und das, Leute, stellt unsere menschliche Logik komplett auf den Kopf. Wir denken doch normalerweise so, erst die Leistung, dann die Anerkennung. Du arbeitest hart, um dir eine Identität aufzubauen. Aber im Reich Gottes ist es genau andersrum. Die Anerkennung, die Identität, die kommt zuerst, bevor die Leistung überhaupt erbracht wird. Jesus arbeitet aus seiner Identität heraus. Er arbeitet nicht für sie. Und wie oft leben wir so, als ob Gott uns am Ende der Woche eine Note gibt, als müssten wir uns seine Gunst ständig neu verdienen. Aber der Vater macht hier etwas ganz anderes klar. Die Beziehung, das Sohnsein, das kommt zuerst. Das steht vor jedem Auftrag. Okay, fassen wir kurz zusammen. Wir haben die Identifikation mit uns Menschen und wir haben die Identität, die vom Vater kommt. Aber für so eine Mission fehlt noch ein drittes, absolut entscheidendes Teil. Die Power, die Bevollmächtigung. Und auch das passiert nicht im Geheimen. Ganz öffentlich, für alle sichtbar, kommt der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus herab. Das ist kein kleines Detail am Rande, Leute. Das ist die offizielle Salbung, die Ausrüstung, die ihn als den vom Geist erfüllten Messias kennzeichnet.
Das Prinzip dahinter ist so ermutigend. Gottes Berufung kommt immer mit Gottes Ausrüstung. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach nur noch mehr anstrengen müssen. Es geht darum, dem Geist zu vertrauen, der uns die Kraft für die Aufgabe gibt. So, und wenn wir jetzt diese 3 Puzzleteile zusammenlegen, also Identifikation, Identität und Bevollmächtigung, dann wird plötzlich klar, warum die Taufe der absolut perfekte Startpunkt für Jesu Wirken war. Hier ist die ganze Dreieinigkeit in Aktion, in einem einzigen Moment. Schaut mal, der Sohn, der geht den Weg der Demut und Stellvertretung. Der Vater, der spricht und die Identität bestätigt. Und der Geist, der rüstet aus und bevollmächtigt für die Mission. Ein perfektes Zusammenspiel. Also, was können wir daraus mitnehmen? 3 ganz entscheidende Wahrheiten. Erstens die Identifikation. Jesus stellt sich zu uns in unsere Zerbrochenheit. Zweitens die Identität. Gottes Zuspruch kommt, bevor du irgendwas leistest. Und drittens die Bevollmächtigung. Gottes Auftrag kommt niemals ohne Gottes Kraft. Lass uns das mal auf unseren eigenen Startpunkt anwenden. Hier sind die 3 Dinge, die du unbedingt mitnehmen solltest. Erstens die Identifikation. Jesus schämt sich nicht, sich neben dich zu stellen, genau da, wo du gerade bist. Zweitens die Identität. Bei Gott kommt sein Zuspruch immer vor deiner Leistung, nicht danach. Dein Wert ist sicher. Und drittens die Bevollmächtigung. Gottes Auftrag für dich kommt niemals ohne Gottes Kraft für dich. Wo stehst du da heute? Vielleicht erkennst du dich ja in einem dieser Bereiche wieder. Vielleicht spürst du tief drinnen, ich brauche eigentlich einfach Jesus, keine religiösen Regeln. Oder du merkst, ich gebe so viel, aber mein Tank ist komplett leer. Oder ganz ehrlich, du weißt genau, welchen demütigen Schritt des Gehorsams Gott von dir möchte, aber du schiebst ihn immer wieder auf. Der Start von Jesus war perfekt choreografiert. Identifikation, Identität und Kraft. Angesichts dieses perfekten Starts lautet die Frage jetzt an dich. Was ist dein nächster Startpunkt?